Am sonnigen Septembertag hat der Dr. Klaasen in Frankfurt den Herrn Sesemann besucht. Mein lieber Sesemann, was ist los mit dir? Erst gestern Abend war ich hier, und jetzt möchtest du wieder mit mir sprechen. Ich ahne, was du hören willst, aber ich kann dir immer nur dasselbe antworten. Nimm Platz, mein lieber Freund. Du hast ja recht, ich bin ungeduldig. Aber wie soll ich dem Kind die Reise ausreden, auf die es sich seit Monaten so gefreut hat? Clara muss so viel entbehren, und mir fällt es schwer, sie zu enttäuschen. Sesemann, das muss sein. Bedenke, wie es um Clara steht. Seit Jahren hat sie keinen so schlimmen Sommer gehabt wie den letzten. Eine Reise in die Schweiz könnte schlimme Folgen für sie haben, zumal der Herbst naht und in den Bergen schon mit rauem Wetter zu rechnen ist. Clara ist vernünftig und wird es verstehen. Glaubst du wirklich, Claras Zustand wird sich nie ändern? Ich habe nicht viel Hoffnung. Vielleicht geht es ihr im Frühjahr besser und wir können eine Reise verantworten. Sei froh, dass du Clara hast. Wie du weißt, habe ich erst vor kurzem meine geliebte Tochter verloren. Jetzt bin ich ganz alleine. Mein Freund, ich habe eine Idee. Ich kann dich nicht mehr so traurig sehen. Fahr du in die Schweiz und besuche Heidi. Und bei dieser Gelegenheit kannst du gleich schauen, ob Clara im Frühjahr dorthin reisen darf. Einverstanden? Ja, die Idee ist nicht schlecht. Wenn ich mir das so überlege, dann... Ja, doch, gut, einverstanden, Sesemann. Hervorragend. Das müssen wir gleich Clara erzählen. Der Dr. Klaasen und der Herr Sesemann sind zusammen ins Zimmer von der Clara gegangen. Sie ist im Bett gelegen. Der Dr. Klaasen hat einen Stuhl genommen und ist zur Clara ans Bett gesessen. Stell dir vor, Clara, unser lieber Doktor wird in die Schweiz reisen und Heidi besuchen. Dabei kann er sich erholen und gleich sehen, was wir bei deiner Reise beachten müssen. Der Herr Sesemann hat die Hand von der Clara genommen und gehofft, dass sie nicht anfängt zu briegen. Clara hat sofort verstanden, dass sie Heidi nicht besuchen darf. Sie hat es begriffen und Tränen sind ihr übers Gesicht gelaufen. Bitte, Doktor, Sie gehen zu Heidi, ja? Und dann erzählen Sie mir, wie es dort oben ist und was Heidi und der Großvater und der Peter mit seinen Ziegen den ganzen Tag tun. Ich möchte Heidi etwas mitschicken für die Großmutter. Das nehmen Sie doch mit. Dafür schlucke ich auch brav meinen Lebertran. Aber selbstverständlich werde ich das tun, liebe Clara. Sesemann, hast du eigentlich schon bestimmt, wann ich abreisen soll? Papa, am besten gleich morgen. Eigentlich hat sie recht. Das Wetter ist gut, es gilt, keine Zeit zu verlieren. Der Dr. Klaasen war einverstanden. Am Nachmittag hat Clara Fräulein Rottenmeier gebeten, sie soll ihr beim Packen helfen. Ein Wintermantel für Heidi, ein grosses Wollentuch und ein Kuchen für die Großmutter, Tubak für den Großvater und eine dicke grosse Wurst für den Peter und noch mehr kleine Überraschungen für alle.